Neue Woche, neue Energie und somit herzlich willkommen. Ich bin Mara Müssig und nehme dich heute mit für einen Müssig-Impuls für diese Woche. Yes! Also, auch heute wieder mit dem Müssig-Orakel. Wir schauen gerade einmal, was uns diese Woche will sagen, was für Energien das uns begleiten. Fühl rein, was für dich stimmig ist und nimm raus, was dich inspiriert. Falls du dich nicht angesprochen fühlst, ist das nicht so wild, dann ist es nicht dein Reading, dann bist du vielleicht beim nächsten Mal dabei. So, die ersten Karten sind schon gefallen. Oh wow, da geht mal relativ viel mehr hin und eine fällt unter den Tisch, das will immer etwas bedeuten. Was will man unter den Tisch kehren? Oh, hallo. Ich zeige es jetzt gleich noch schnell. Das Hindernis. Was will man nicht anschauen? Was will man so ein bisschen unter den Tisch werfen oder unter den Teppich kehren? Weil wenn man es nicht mehr anschaut, dann ist es ja auch gar nicht mehr rum. Oder so. Gut. Et voilà. Und zwar schauen wir noch den Übertitel. Es verwundert mich ja nicht. Also für die schon das letzte Wochenreading gelesen haben, die wissen, die Schatzkarte ist ja schon letzte Woche gekommen. Die Finanzkarten. Das wäre der Übertitel. Fühl rein, ob es für dich stimmig ist. Falls du das letzte Wochenreading noch nicht gelesen hast, los sehr gerne rein, weil wir sehen, da zieht sich ein roter Faden weiter. Und zwar, Finanzkarte ist nicht einfach nur für Money, Cash, Cashflow, Geld, sondern steht auch immer für den Selbstwert. So, auch diese Woche wieder ganz ein wichtiges Thema. Wie ich schon in der letzten Woche gesagt habe, bist du bereit, um deine Schatztruhe so in dir zu öffnen. Mit dieser Fülle. Wie die Fülle aussieht, das bestimmt jeder selber. Fülle ist sowieso ganz ein schwieriges Wort. Oder allgemein Reichtum. Was ist denn überhaupt Reichtum? Es gibt Menschen, die leben im Wald, sind Selbstversorger und fühlen sich super reich. Für andere unverständlich, für sie totale Freiheit, in einem Minimalismus zu leben. Was ist für dich Reichtum? Was macht dich wirklich reich? Und wenn du eine Schatztruhe vor dir hast, wo die ganze Erfüllung drin ist, wirst du sie annehmen. Rational wirst jetzt du wahrscheinlich sagen, ja sicher. Aber wir wissen alle, dass wir Menschen sehr speziell sind, was das anbelangt. Wir wollen grossartig sein, wir wollen erfolgreich sein und gleich fürchten wir uns dann vor dem riesigen Potenzial. Also, diese Woche geht es auch wieder um den Selbstwert und bist du bereit, die Fülle in dir anzunehmen. Geschweige, wenn wir dir einen Lottozettel aushändigen würden. Das ist ein Sechser im Lotto. Würdest du ihn nehmen? Du sagst jetzt vielleicht schon ja, aber meistens fürchtet man sich nachher davor. Und das ist jetzt mehr metaphorisch gemeint, ein Sechser im Lotto. Es ist nicht mit Geld verknüpft, sondern es ist einfach die Fülle. Würdest du ihn einlösen? Die meisten lösen es nicht ein. Weil wir wissen alle in uns drin, was uns in die Erfüllung bringt und gleich machen wir es nicht. So, das wäre mal der Übertitel und jetzt kommen wir mal zu der Gedankenebene von dieser Woche. Und zwar, was begleitet uns in den Gedanken rational? Finde ich unglaublich spannend. Die Umzugskarte. Man weiss, wir sollten etwas umziehen.
Und es kann sowohl ein Wohnungswechsel, Hauswechsel, was auch immer sein, aber ich finde, besser passt Change. Was darfst du changen? Also falls du vielleicht wirklich mal darüber sinnierst, um einen Wohnungswechsel zu machen, oder du sinnierst gar nicht darüber, vielleicht sinnieren mal darüber, ist das auch nur einfach irgendeine alte Komfortzone im Unterbewusstsein, dass man halt einfach, ja, dort bleibt. Eigentlich ist es eine Belastung. Da wären wir auch wieder bei der Fülle. Ich zeige jetzt einmal die Karte. Ist man sich wert, etwas anderes anzunehmen? Wir Menschen sind ein Gewohnheitstier. Lieber die bekannte Hölle als der unbekannte Himmel, wie meine Geschäftsehefrau immer so schön sagt. Und der Spruch, der ist sowas von wahr. Falls du keinen physischen Umzug gedenkst, planst, was auch immer, die Frage ist, was schlummert im Unterbewusstsein, wo man immer schön das Türchen zuhebt, wo eine absolute Belastung ist, wo man aber nicht shiften will. Wir weiss es, wir wissen es hier, aber eben, Bewegung, Gedanken, die sind halt einfach sehr passiv. Die Frage ist, kommt man in die Verkörperung? Auch hier habe ich gerade noch ein Video dazu gemacht. Wissen ist nicht Macht. Schau sehr gerne rein. Wissen ist erst dann Macht, wenn man in die Verkörperung kommt, weil Wissen ist eine Information. Und ja, Verkörperung ist Transformation. Und das ist die Karte, die unter der Tisch gefallen ist. Bist du bereit, auch gewisse Hindernisse anzunehmen in dir? Weil wir dürfen nie vergessen, wenn etwas so aussichtslos aussieht oder ein riesen Ballast ist und man denkt, ach, ich will eigentlich gar nicht wieder shiften. Wann ist denn das eigentlich mal vorbei? Wenn du einen Schritt darüber machst, dann kann es nur aufwärts gehen. Sobald man die niedere Frequenz, also eine Belastung ist eine niedere Frequenz, es drückt, es zwickt, es hebt uns klein, also eine tiefe Energie. Sobald wir die anfangen zu transformieren und zu shiften, dann kann es nur aufwärts gehen. Und da wären wir genau wieder bei der Erfüllung. Wir fürchten uns oftmals von dem Aufstieg, weil wir irgendwie nur den Ballast sehen. Die niederschwingende Energie, aber was dahinter kommt. Wenn man die Schwingung erhöht, kann das Treppchen auch noch raufgehen. Wenn die Schwingung tief bleibt, dann bleibt es einfach flach tief oder es geht noch weiter runter. Mach dir Gedanken darüber. Du selber wirst wissen, was du hier im Rucksack hast, wo schon lange umziehen dürfen. Vielleicht willst du auch mal einen neuen Rucksack montieren. Aber der Rucksack muss zuerst leer sein, damit man vielleicht einen neuen kann montieren da hinten. Und mit leichtem Gepäck reist es sich halt wirklich viel, viel einfacher. Aber wenn man das Gefühl hat, man kann einfach nur den Rucksack wegdenken und er ist dann einfach nicht rum, oder ich schmeiße den Rucksack weg und hole mir einen leeren neuen, das funktioniert nicht, weil du ziehst das an, was mit dir resoniert. Das heisst, das, was im alten Gepäck drin ist, wird automatisch im neuen Gepäck plötzlich wieder vorhanden sein. So, was passiert aber emotional? Wir haben ja die Erntekarte. Wir will die Ernte einfahren. Wir will endlich die Schatzkiste öffnen. Aber, ich mache jetzt hier ein Beispiel. Wenn man ernten will, ist das mit Arbeit verbunden. Also ich kann jetzt nicht einfach so katsching und ich denke jetzt mir das und ich ziehe es ins Feld und so. Nein, das ist mit Arbeit verbunden. Ich meine, man muss auch zuerst den Boden parat machen. Man muss ansäen. Man muss dem schauen. Und Arbeit meine ich nicht, indem dass du im Zeug herumspringst, physisch. Es kann auch eine stille Arbeit, ein Prozess im Innen sein.
Indem, dass man energetisch mal den Rucksack leert und diesen Sachen ins Auge schaut. Das funktioniert nicht, weil es wird sicher einige da geben, die sich angesprochen fühlen, die das Gefühl haben, ja, ich manifestiere mir jetzt einfach alles. Das geht schon. Ich will nicht sagen, dass das nicht geht. Aber die Frage ist, kommst du auch in die Verkörperung? Bringst du das Wissen, was du neu kreierst, auch in die Verkörperung? Dass du so denkst, fühlst, handelst, sprichst und halt eben nicht nur dort auf der Festplatte dort oben liegen lässt als Wissen. Weil Wissen ist Information. Ich sage es nochmal. Verkörperung ist Transformation. Und da will Bewegung hineinkommen. Bewegung. Damit du dem einfahren kannst, darf, muss, kann, will, willst, Bewegung hineinkommen. Es kommt, und ich sage es jetzt wirklich auf Deutsch, nicht vor die Füße geschissen. Das funktioniert nicht. Es kommt nicht einfach so aus dem Nichts auf dem Silbertablett. Das kann kommen. Das kann kommen, ja, wenn man etwas für die Ernte tun hat. Weil dann kommt die Auszahlung. Dann kommt die Auszahlung von das, was du geleistet hast. Aber einfach Katsching, das tut nicht. Das tut nicht. Wir dürfen immer noch etwas dazu beitragen. Und ich komme einmal, Wissen ist nicht Macht. Nur das Wissen allein oder das Wissen, dass ich jetzt etwas manifestiert habe oder dass jetzt hier eine Schatzkiste ist, das ist schon gut. Aber wenn man nicht aktiv ist, die Schatzkiste zu öffnen und die Erfüllung anzunehmen, was bringt dir denn die Schatzkiste? Nichts. Falls du wirklich in dem, ich sage jetzt, in dieser Energie stehst, dass du sagst, wieder umziehen, shiften, wieder ein Prozess, die Belastung, ich will es nicht anschauen, und das hohe Hindernis, es ist einfach nur Ballast, das ist Ballast. Schau es als Spiel an, schau es als Chance an. Schau nicht den Ballast an, was jetzt zwickt, sondern was dahinter wartet. Weil das Kind, das kommt nicht einfach so. Das ist, ein Kind schaut die Welt ganz anders an. Es ist intuitiv. Es ist, nicht zugemüllt von Wissen von dieser Festplatte an Informationen, sondern es wirkt einfach durch die Welt. Und Kinderaugen sehen oftmals nicht die Problematik, die wir als Erwachsene haben. Weil wir als Erwachsene halt wirklich schon so viel auf unserer Festplatte da oben haben an Glaubenssätzen, Glaubensmuster, Verhaltensregeln, wie man muss, wie man nicht muss, wie man darf, wie man sollte. Das hat das Kind nicht. Ein Kind ist verspielt und sieht auch Farben und Momente und Chancen, die wir Menschen im Erwachsenenalter gar nicht sehen. Also, schau es doch einfach spielerisch an, als Reis. Auch der Ballast. Als Reis. Du darfst jetzt den Rucksack leeren, mit leichtem Gepäck weitergehen und die Reise geht weiter. Und nicht, Gott, ich habe einen Rucksack, der so voll ist und ich weiss nicht wie. Es ist im Grunde genommen ganz simpel. Indem, dass man sich diesen Themen stellt. Und man muss auch kein Bein ausrupfen. Und es ist auch okay, wenn man mal ein Thema parkiert. Man muss nicht immer shiften und man kann auch nicht immer achtsam sein. Wir haben auch ein physisches Game dort zum Spielen. Und alltägliche Sachen. Aber es ist auch okay, wenn man einfach mal sagt, hey, ich parke es jetzt, aber ich schaue es auch wieder an. Ich schaue das Thema wieder an. Für die sich jetzt die Frage stellen, ja, aber wie tue ich jetzt den Rucksack leeren? Oder wie weiss ich, welche Sachen dass ich shiften darf oder umziehen darf? Oh, jetzt kommt gerade noch wichtig.
Für die einen ist es auch so, dass der Umzug dafür steht, mit dieser Schatzkiste, dass vielleicht einfach alles nämlich um 360 Grad gedreht wird. Um halt eben genau Zugang zu dieser Schatzkiste überzukommen, um in die Erfüllung von sich selber zu kommen. Wie die Erfüllung auch immer aussehen mag. Finanzen, Job, Wohnung, etwas Physisches, innerer Reichtum, Zufriedenheit, Liebe, whatever. Change. Es kann einmal alles über den Haufen geworfen werden. Wunderbar. So. Für die sich fragen, wie gehe ich jetzt eigentlich wie mache ich so einen Shift-Prozess? Erstens einmal, die Zeit zeigt es. Also Zeit, was ist Zeit? Jeder Moment ist Zeit. Das heisst, reflektiert der Alltag. Es kommen immer wieder Impulse und Zeichen, die mit uns resonieren. Ich meine, das da draussen ist ein Spiegelbild von uns selber, von jedem von uns. So, das heisst, man kann dort schon mal viel daraus rausnehmen. Aber auch Me-Time. Wann hast du dich das letzte Mal gefragt und bist hergeguckt und hast gefunden, wie geht es mir überhaupt? Und hast gefühlt zuhören, keine Ablenkung, kein Telefon, keine Musik, kein irgendetwas, sondern einfach mal vielleicht raushocken, falls du eine Terrasse hast, einen Balkon, einen Garten, einfach mal raushocken, in die Welt rausstarren und einfach mal 5 Minuten für dich Zeit nehmen. Und dann merkt man plötzlich, da drückt es, da zwickt es, da kommen Emotionen auf. Und genau das ist es, wie man dann einen Prozess entfalten kann. Also bleib nicht im Shit Happens drin hängen, sondern fang an mit dem Shift Happens. Genau. So. Und zwar zum Abschluss, was ist wichtig? Ich ziehe noch eine Karte drauf. Die kommt mir als noch gesprungen. So, wir haben als erstes Ausrichtung. Richte dich neu aus. Schau um dich herum. Du bewegst dich ja im Alltag. Das heisst, der Kompass dreht sich immer. Schau dein Leben genau an, weil wir haben die Reflexion. Da stecken die Antworten. Da stecken die Antworten dahinter. Du musst keine Angst haben, falls du Angst hast und denkst, oh mein Gott, ich weiss nicht, wenn ich es anpacken soll, was soll dahinter kommen? Los auf deinen Kompass. Du wirst sowieso geführt. Wir dürfen nur mehr vertrauen und den Zeichen folgen. Reflektieren. Die Reflexion vom Alltag wirklich anfangen zu shiften. Me-Time machen, Zeit für sich nehmen. Und dann geht der Ballast und dann stehst du irgendwann von dieser Schatzkiste, von dieser Erfüllung. Also, nicht Angst haben. Wir sind immer geführt. Je mehr Ängste wir haben, desto mehr Ängste ziehen wir an oder ängstliche Situationen oder ängstliche Lösungen. Wenn man natürlich das als Reise, als Spiel, als etwas Neues anschauen, unbeschwert. Ein Kind ist unbeschwert. Mit neuen Farben, mit neuen Formen, neuen Strukturen. Dann kann eine riesige Transformation passieren. Und ich wünsche dir somit ganz eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Bleib bei dir, richte deinen Kompass aus und bis bald.